den Mädels unternimmt, genauso wie der Mann was mit seinen Jungs unternimmt. Nichtsdestotrotz sollte man oder muss man als Team agieren und das ist bei uns zu 100% der Fall. Ich gehe davon aus, dass es bei denen nicht anders ist und das ist im Endeffekt eigentlich das Entscheidende. Ne? Ja, ich würde auch sagen, sowohl als auch. Also wir werden natürlich sehr, sehr stark als Paar wahrgenommen. Trotzdem erkennt man uns, sage ich mal, auch als einzelne Personen. Und wir sind halt nun mal individuelle Menschen. Wir haben immer noch unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Hobbys, die wir ausleben. Ne? Ich das Tanzen, er Basketball. Und ja, so sieht's aus. Wie geht ihr denn damit um, mit diesen unglaublichen Fällen, mit diesen ganzen Leuten, die euch auf einmal erkennen? Also es muss ja der Wahnsinn sein. Also könnt ihr noch normal über die Straße laufen, mal Händchen halten, in der Stadt bummeln? Ist das noch möglich? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, die Sarah und die Dominik, die kennen das ja schon ein bisschen länger als wir beide. Ich muss natürlich auch sagen, als Profisportler, ich kannte das auch, allerdings nicht in diesem Ausmaße. Es ist schon krass jetzt, wenn man sich irgendwo bewegt und eigentlich wirklich jeder einen erkennt und ein Selfie machen möchte. Aber das ist was Schönes, dann bekommt man Anerkennung und es macht einfach Spaß, das zu sehen und auch den Menschen eine Freude machen zu können. Da sind wir unheimlich dankbar für. Sarah, wie ist das bei euch? Ja, also bei uns geht es auch ziemlich wild ab, also egal wann wir das Haus verlassen, man erkennt uns immer und es ist ein schönes Gefühl, vor allem weil ihr alle so toll seid. Yeah. Wir schätzen das sehr, wirklich, ihr seid ganz, ganz toll, wir lieben unsere Community und es macht einfach Spaß auch zu wissen, dass es euch so gut gefällt, was wir machen. Und dass wir Tag für Tag immer mehr werden und so schnell wachsen und ja, es ist einfach, Es war erst der Anfang. Wie immer. Eine Frage an André. So von der Bachelorbude in eine gemeinsame Wohnung, wie fühlt sich das an? Ist das ein großer Schritt? Ja, für mich jetzt nicht. Also ich habe ja davor auch schon mal mit einer Ex-Freundin zusammen gewohnt. Sie hat auch mit ihrem früheren Partner schon mal zusammengelebt. Das haben wir ganz oft, ja, wieso denn so schnell und das ist voll riskant. Aber ich glaube, wenn man ein richtiges Gefühl füreinander hat und wirklich verliebt ist und einfach für sich entschieden hat, dass das stimmt, dann sollte man das tun. Warum dann Zeit verschwenden? Warum sollen wir jetzt eine Fernbeziehung führen, auf die wir beide gar keine Lust haben? Und daher ist es absolut der richtige Step und wir freuen uns drauf. Ich kann mir vorstellen, dass ihr super viele Angebote bekommt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, sehr viele kreative Projekte umzusetzen. Habt ihr da was ihr verraten könnt, was vielleicht so in der Pipeline ist, worauf ihr euch selbst freut? Ja, also da fällt mir jetzt spontan etwas ein, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe es auch schon über Instagram veröffentlicht und zwar bin ich mit Zumba Fitness zusammen auf der FIBO, auf der Bühne, zusammen mit dem Gründer Beto Perez. Darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe natürlich auch einige von euch zu sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird und auf wen ich so treffen werde. Ja. Über geschäftliche Projekte ist es natürlich immer schon schwierig, so weit im Voraus darüber zu erzählen. Aber was wir erzählen können, sind natürlich unsere privaten Projekte, unsere Hochzeit. Ich sag euch, wir lassen euch alle daran teilhaben und es wird eine richtig krasse Sause werden. Um ehrlich zu sein, wird es, glaube ich, eher ein komplettes Festival. Also ihr wollt das so richtig groß, fett aufziehen auch. Also ihr wollt wirklich feiern. Auf jeden Fall. Also unsere Standesamt-Hochzeit war ja klein. Sarah war ich glaube, es war noch am Ende des 7. Monats schwanger mit der Kleinen. Wann war das ungefähr? Da habe ich meinen Antrag bekommen, genau. Und geheiratet haben wir 2 Wochen vor der Geburt. 2017. Ich habe es mir extra tätowieren lassen, dass ich nicht vergesse. Nee, aber wie gesagt, dieses Jahr im Sommer kommt die große Hochzeit und es wird ganz groß, ja. Und dann planen wir ja auch nochmal nach Los Angeles zu gehen, uns dort ein zweites Standbein aufzubauen, dass wir ein bisschen switchen zwischen Deutschland und Amerika. Und wir haben sehr viele private Pläne und die werden wir natürlich auf YouTube mit euch teilen. Wir wissen ehrlich gesagt auch noch nicht genau, wo es uns hinführt die nächsten Jahre, aber das probieren wir einfach aus. Was sind so Projekte, also okay, ihr könnt jetzt über Business-Projekte und sowas nicht sprechen, aber mit der Reichweite, die ihr habt, könnt ihr auch vieles bewirken. Was sind Sachen, die ihr euch wünscht, wo ihr sagt, das ist was, da hätte ich richtig Bock mal drauf, das möchte ich machen, das wäre ein Herzensprojekt. Das wäre vorher vielleicht nicht möglich gewesen und jetzt mal schauen. Oder habt ihr vielleicht Bock, mal eine CD aufzulegen oder sowas, was ich noch nie gemacht habe, mal CD aufnehmen, ist für die Jüngeren einfach Musik machen, was auf Spotify rausbringen. Entschuldigung, ich muss übersetzen. Ja, für mich ist es so,